Hier im Herzen von Köln wird seit 700 Jahren Bier- und Braugeschichte geschrieben. Der Dom- und Gaffelkölsch, zwei Wahrzeichen mit Tradition. Wo früher das Brauhaus zum Leisten stand, braut heute die Privatbrauerei Gaffel ihr Kölsch nach uraltem Rezept. Kölsch, das ist 100% Natur. Das Nationalgetränk der Rheinländer besteht aus 4 Zutaten: Hopfen, Wasser, Gerstenmalz und obergärige Hefe. Mehr nicht. Der Hopfen. Ohne ihn kommt man beim Gaffelkölsch nicht auf den Geschmack. Bis zu 7 Meter hoch ranken die Nesselpflanzen in den süddeutschen Anbaugebieten zwischen Nürnberg und Bodensee. Erntezeit ist Ende August. Ausschließlich die weiblichen, unbefruchteten Dolden werden verwendet. Wasser. Sein Gehalt an Mineralien und sein Härtegrad entscheiden mit über den individuellen Charakter eines Bieres. Für ein Gaffelkölsch wird nur hauseigenes Wasser verwendet. Zusammensetzung einmalig. In Europa sind viele Sorten von Braugerste bekannt. Die Gaffelgerste wächst in der Kölner Bucht, einer der wärmsten Regionen Deutschlands. Damit aus Gerste eine gute Kölschzutat werden kann, muss sie umgewandelt werden in Malz. Malz ist kontrolliert gekeimtes Getreide. Zu guter Letzt die Zauberkünstlerin unter den Rohstoffen, die obergärige Hefe. Ohne ihre Stoffwechsel keine Gärung. Und die ist schließlich entscheidend für ein obergäriges Kölsch. An die 4 Rohstoffe Wasser, Hefe, Hopfen und Malz stellen wir höchste Qualitätsanforderungen. Unser Wasser beziehen wir aus unserem hauseigenen Brunnen, der ca. 50 Meter unter der Brauerei liegt. Wir fördern das Wasser dann in die Brauerei und verwenden das Wasser zum Brauen. Jetzt kann es losgehen mit dem Kölschbrauen. Nach traditionellem Rezept und mit modernsten Mitteln. Bis heute sind die Brauer dem Reinheitsgebot von 1516 verpflichtet und der Kölsch-Konvention von 1986. Die Gerste auf ihrem Weg zum Einsatz. Nach 1 bis 2 Tagen in der Weiche unter Wasser beginnt das Getreide zu keimen. Nach ca. einer Woche und vielen Kontrollen heißt das Ergebnis Grünmalz und muss nur noch trocknen, um termingenau als bestes Malz in der Brauerei angeliefert zu werden. Jetzt hat das Getreide wichtige Enzyme gebildet. Sie sind für den Abbau von Stärke und Eiweiß während des Kölschbrauens notwendig. Die Maltose, ein Zweifachzucker, bildet den Hauptbestandteil der Bierwürze. Das süßliche Braumalz ist das Herzstück jedes Kölschbieres. Rund 17 Kilo benötigt man für 100 Liter. Damit es wasserlöslich wird, muss es in der Schrotmühle geschrotet, also zerkleinert werden. Anschließend wird das Malzschrot mit Wasser gemischt und erhitzt. Maischen heißt das im Fachjargon. Was hier zusammengebracht wird, kommt am Ende goldgelb heraus. Alles, was in den Himmel kommen will, muss geläutert werden. So ist das auch beim Gaffelkölsch. Im Läuterbottich werden die festen von den flüssigen Bestandteilen der Maische getrennt. Übrig bleiben zum einen die Würze, die Basis des Kölschs sozusagen, und zum anderen die Kornrückstände, Treber genannt. Ein wertvoller Rest, der als Viehfutter Verwendung findet. Bei der Kölschherstellung kommt eben nichts weg. Zurück zum Urkölsch. Jeder Herstellungsschritt setzt sorgfältigste Kontrolle zur Qualitätssicherung voraus. Bei diesem Produktionsschritt prüft der Brauer eingehend die Stammwürze. Jetzt ist es schon eine recht klare Sache. Die Würze läuft in die Sudpfanne, wo ihr unter Beigabe von Hopfen ordentlich eingeheizt wird.
Das Bier wird gekocht und konzentriert. Der Hopfen gibt dem Kölsch seinen typisch feinherben Geschmack. Er sorgt für Stabilität des Schaumes und Haltbarkeit des Bieres. Ist die Würze abgekühlt und geklärt, ist sie fit für die Hefe. Mit obergäriger Hefe dauert die Gärung in den großen Edelstahlbottichen bei einer Temperatur von 16 bis 20 Grad 3 Tage. In dieser Zeit wandelt die Hefe die Stammwürze zu etwa 40% in Alkohol um und es entsteht die biereigene Kohlensäure. Ohne die gäbe es nämlich keinen schönen festen Schaum beim Kölsch. Während der Gärung steigt die Hefe nach oben und bildet einen dicken Schaumteppich. Fast kann man das Kölsch schon schmecken, auf jeden Fall aber riechen. Auch bei diesem Vorgang nimmt der Brauer immer wieder Proben, um die Qualität des Jungkölsches zu prüfen und sicherzustellen. Zu diesem Zeitpunkt ist das Kölsch schon beinahe fertig. Immer wieder muss sorgfältig kontrolliert werden, wie weit das Bier endvergoren ist, um den idealen Zeitpunkt für die Lagerung zu bestimmen. Denn nach dem Gären muss das Kölsch reifen. Und zwar in diesen riesigen Edelstahltanks. 2 bis 3 Wochen dauert dieser Prozess bei einer Temperatur von 0 bis 1 Grad Celsius. Das Bier kommt dabei zur Ruhe. Die noch vorhandenen Hefezellen und Gerbstoffe sinken zu Boden. Schließlich durchläuft das Gaffelkölsch noch einmal einen Filter und da ist es endlich. Ein feinherbes, leckeres und kühles Premium-Kölsch in kristallklarer Farbe. Perfekt für die Abfüllung. Ob im Fass oder in der Flasche, modernste Abfüll- und Kühltechnik garantieren ein erstklassiges Produkt von gleichbleibender Qualität. Dann geht's los. In die Gastronomie, zu Ihnen an die Theke und nach Hause. Gaffel eben. Besonders Kölsch.